Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte gerne heute Signaturen machen, also Papier für die Signaturen, für unser Journal mit diesen Paper Dolls. Und ich habe mir schon mal so ganz verschiedene Sachen parat gemacht, weil das Papier, das sollte farbig werden und wild und auch höchst experimentell. Ich kann mal zeigen, was ich alles parat gemacht habe. Da hat man einfach ganz normales Kopierpapier. Ich habe ein bisschen Wasser im Sprühfläschchen. Ich habe hier ein bisschen wasserverwischbare Ölkreide. Dann habe ich meinen Aquarellkasten genommen und ich habe hier noch so ganz normale Filzstifte oder so Aquarellfilz. Schreiben die verschwimmen auch mit dem Wasser. Das sind nicht permanente. Jetzt muss ich schnell schauen, das hier sind nämlich Edding, aber das haben sie nicht ausprobiert. Die sind glaube ich auch nicht permanent. Die sind glaube ich auch wasserlöslich. Keine Ahnung, wir werden es ausprobieren. Ich habe mir hier ein paar Pinsel parat gemacht. Das ist noch ein Schminkpinsel, aber der ist so schön weich. Mal schauen, was wir von dem brauchen und wie wir das überhaupt jetzt genau machen. Ich habe hier so ein Becken, wo ein bisschen nass noch drin ist. Da drinnen wollte ich das Zeug färben. Das soll nämlich so ein bisschen ein Geflotsche werden. Da noch ein bisschen Wasser. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen Wasser drauf. Ich weiß es doch auch nicht. Ich mache jetzt wirklich einfach irgendetwas. Hätte man jetzt vielleicht eben vorher da etwas draufschreiben, weil sonst das Papier kaputt geht. Ja, wenn man so ganz fein tut, geht das schon auch noch. So, und ja, eben die Filzstifte. Ich mache jetzt einfach mal so. Einfach, es ist jetzt wirklich, ich muss einfach ein bisschen ausprobieren, was es überhaupt denn soll geben. Und wie. Und keine Ahnung. Vielleicht eben brauche ich da jetzt noch ein bisschen mehr Farbe. Mit diesem riesen fetten Pinsel hier in meinen Wasserfarbkasten rein. Ja, also, wie gesagt, jetzt ist das meiste schwimmt jetzt schon wieder davon, von dem Grün, das wir jetzt hier haben. Also mal noch eins anders. Jetzt male ich da natürlich zuerst mal etwas drauf. Und ich denke jetzt auch gerade daran, das wird ja dann gefalten für unser Buch rein. Also schaue ich, dass ich gerade irgendwie das vielleicht so gestalte, dass auf 2 Seiten irgendwie etwas ist. Ich weiss doch auch nicht, was ich mache.
So, aber man könnte ja auch zum Beispiel das mal sein. Und dann kommt man so, und wenn wir jetzt das einfach da drauflegen, zack, dann passiert ja vielleicht auch noch etwas. He?
So, ich hoffe jetzt, ich bringe die jemals wieder voneinander weg, ohne dass man gerade alles komplett verreist. So. Ich hoffe, das hat sich jetzt auch alles ein bisschen verändert oder ich weiß auch nicht was, ein bisschen vermischt. Ich weiß nicht so genau. Wir werden es dann sehen. So. Jetzt muss ich dann noch die Wäschhänke parat machen, dass ich das dann so kann. Ja, es hat es schon ein bisschen übertragen. Jetzt mit einer dunkleren Farbe, weil wir es wahrscheinlich noch ein bisschen besser sehen. Also da die wasserverwischbaren. So, aber mit der Kreide sieht es eben schon noch cool aus. Da kann man recht gute Effekte machen. Jetzt sind es mir dann noch wundern, was mit den Filzstiften passiert ist. Weil ich glaube, die schwimmen dann eben noch recht davon. So, da sind Filzstifte drauf gewesen. Oh ja, das ist aber auch noch. Ich habe gedacht, das wird dann nicht so hübsch, aber das ist jetzt gleich noch schön geworden. So, und da ist das erste, das ist auch noch ziemlich verschwommen. Schön. So, jetzt probiere ich das mal so. Dass ich jetzt ein paar vorbereite und nachher dann tue ich ins Wasser reinschichten, also in meinen Schal reinschichten und nass machen. Und nachher sehen wir dann, was passiert damit. Zuerst einmal ein paar zeichnen. So, dann werden wir jetzt mal hier ein bisschen schichten. Ich glaube, ich mache unten schon mal ein bisschen nass noch. Noch ein bisschen mehr, meine ich. Es ist ja schon. So. Dann nehmen wir es hier mal schön einsprayen. Und dann kommt noch ein bisschen Farbe drauf, würde ich sagen, oder? Ich habe jetzt immer diesen Pinsel genommen bis jetzt. Mit dem geht es aber recht gut. Darum, ja, ich glaube, ich lasse gerade mal. Ich lasse gerade mal ein bisschen bei dem. So, also das habe ich jetzt recht fest bearbeitet mit dem Pinsel und lustigerweise ist bis jetzt das Papier noch nicht kaputt gegangen. Das ist auch ein recht feiner Pinsel von dem her. So, mal schauen, was denn das macht da. Dann machen wir doch das wieder so. Immer schön 6, das hat gerade schön Platz auf der Wäschhänke. So auf 2 Linien. Und dann das einweichen oder so und nachher dann aufhängen und dann nächst. Ich habe so probiert, immer ein bisschen in einem Farbkonzept zu bleiben, so mehr oder weniger. Angefangen habe ich mit grün-blau und dann bin ich blau-violett und ja, jetzt kann man so ein bisschen violett-rot und dann rot-orange-gel. Natürlich kommen auch immer wieder ein bisschen andere Farbkleckse dazu, aber so ein bisschen einfach in dem Grundton.
damit nicht sich komplett alle Farben mischen und ich nachher am Schluss einfach nur irgendwie ein Braun habe. So, dann schauen wir doch jetzt mal, was das macht. Dann lassen wir das dann noch schwimmen. Ich finde das recht cool bei diesen wasserverwischbaren Ölkreiden, dass je mehr dass man mit dem Pinsel drüber geht, desto mehr kann man sie wirklich verwischen, sodass es richtig verschwimmt. Und je weniger dass man drüber wischt, ja, dann bleibt auch wirklich noch so wie eine Schicht von dieser Kreide drauf. Und dann gibt das so ganz einen anderen Effekt noch. Also, das ist wirklich extrem spannend. Ich finde das recht cool. So, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen mehr Wasser fürs Nächste. Jetzt habe ich da, glaube ich, ein bisschen viel Wasser. Jetzt tue ich einfach das noch mit einem ein bisschen aufsaugen. Das gibt dann sicher auch einen schönen Effekt. So, mit dem letzten Papier tue ich jetzt auch wieder einfach den Rest Wasser aufsaugen. Es gibt ja dann sicher auch noch ein cooles Muster drauf. So, und jetzt lasse ich das hier gerade noch ein bisschen einweichen einmal, bevor ich es dann aufhänge. Und dann stelle ich das ganze Zeug an die Sonne raus, zum Trocknen. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder, wenn das ganze Zeug trocken ist und wir die Papiere einmal bestaunen können. So, bei dieser Hitze trocknet hier natürlich super schnell, vor allem draussen in der Sonne. Und ja, jetzt wollen wir mal schauen, was da alles dabei rausgekommen ist. Ja, es hat so ein paar, die mir jetzt nicht so gut gefallen, weil sich jetzt das nicht so mega fest angelöst hat. Da finde ich es dafür wieder cooler jetzt zum Beispiel. Ich muss sagen, mir gefällt meistens die Rückseite fast ein bisschen besser noch. Aber das Coole ist wirklich, jetzt gerade bei dem sieht man es gut, da die gelben Kreuzchen, die ich hier gemacht habe, die haben sich super hier übertragen, aber eben wirklich so ganz verschwommen. Und das finde ich, sieht genial aus. Also es hat jetzt wirklich, auch hier gefällt mir eigentlich das Übertragen fast ein bisschen besser, weil es halt ein bisschen undeutlicher ist, als jetzt hier. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier jetzt fast noch ein bisschen mehr dürfen mit dem Pinsel, das so ein bisschen verschwimmen. So, aber jetzt hier auch ist die Rückseite ist wieder ganz genial geworden. Also es hat da wirklich ein paar dabei, die mega cool gekommen sind. Jetzt hier, wenn jetzt hier nicht alle so verschwunden sind, finde ich es wieder gut. Es hat ein paar, die fast weg sind und ein paar, die noch wirklich komplett da sind. Ja, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie schön das jetzt das Vorzeichnete war. Bei dem stört es mich jetzt nicht so, dass da ein Teil davon noch recht deutlich zu sehen ist. Bei anderen finde ich es ein bisschen weniger schön. Da finde ich es jetzt auch noch recht witzig. So, ich muss sagen, beim Gelben, das Gelbe finde ich recht cool, dass sich das so wie, ja, nicht abhebt, aber es ist ja so, als wäre wie die gelbe Wachsmalfarbe irgendwie, würde das andere so ein bisschen wie abstoßen. Oder, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Keine Ahnung.
Was ich muss sagen, die Filzstifte, Sachen, die sind recht fest verschwunden. Also es würde mich eigentlich noch wundern, wie sie aussehen würden, wenn ich es nur mit Filzstift gemacht hätte. Das wäre sicher auch noch recht interessant geworden. Weil irgendwie kann man es wie fast nicht mehr unterscheiden. Oder sehen, was ist jetzt mit Filzstift war und was nicht. Doch, da hat es, glaube ich, doch nicht so grüne Kreuzchen drauf gehabt, glaube ich, oder? Ich weiss es gar nicht mehr. Da finde ich jetzt auch, das hätte wieder ein bisschen mehr können, verschwimmen und dafür aber ist da der Abdruck, den es von dem gegeben hat, weil es halt nicht so fest verschwommen ist, hat es hier nochmal einen Abdruck gegeben und den finde ich jetzt ist recht cool rausgekommen. Ja, und da hat dafür wieder ein bisschen mehr dürfen weg. Ja, es ist ein kleines dafür und dawider, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, sie sind mega cool. Jetzt hier finde ich es auch ganz toll, auch dass man mal ein bisschen die Striche von der Farbe, von der Aquarellfarbe mal auch ein bisschen sieht. Das ist ja sonst sehr aquarellig verschwommen alles. So, ja, jetzt ist die Schwierigkeit, hier herauszufinden, welche ich dann benutzen will. Ich muss noch ein bisschen schauen, wie viel Papier das ich rein tun will. Das weiss ich jetzt noch nicht so genau. Aber ja, ich denke, so viel brauchen wir sicher nicht. Und dann können wir ein paar aussortieren, die mir jetzt nicht so speziell gefallen. Aber ich glaube, das könnte noch recht ein cooles Journal werden mit so einer farbenfrohen Signatur. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.